geht denn, Leute? Chilliger Montag heute. Meine Frau muss diese Woche, die ist on call. Wie sagt man das auf Deutsch? Also die wird angerufen, wenn sie arbeiten soll. Hat eigentlich frei. Ja, heute Morgen haben sie die angerufen und gefragt, ob die arbeiten möchte, und die hat dann zugesagt. Also musste sie heute um 11 anfangen. Also kann ich heute einen schönen Montag mit den Kids verbringen. Gehen vielleicht ins Wasser nachher, muss man gucken, ob die Kinder fit genug sind. Ja, keine Ahnung, vielleicht im Park, vielleicht mit dem Hund draußen ein bisschen Sonne tanken, und wenn ich dann fit bin, dann spiele ich vielleicht noch eine Session heute Abend im Aria, so spät. Ich muss mal gucken, wie ich mich dann aber fühle. Also es kann sein, dass wir einfach nur online spielen, weil so ein voller Tag mit Kids ist schon manchmal anstrengend, vor allem wenn man dann im Park geht und so weiter. Also falls ich nicht fit genug bin, dann Online-Session. Wenn ich doch fit bin, dann fahren wir zum Aria. Ich müsste euch eigentlich auch mal zum Venetian mitnehmen, weil das Venetian die haben einen neuen Pokerroom. Da war ich selbst noch nicht. Wie ihr wisst, ich spiele immer nur im Aria. Ist für mich einfach das beste Casino. Da liegt immer ganz viel Geld am Tisch und ganz viele Optionen auch. Es sind immer 4, 5 Tische am Laufen. Und muss mir dann keine Sorgen machen. Bellagio spiele ich auch super gerne. Das müsste das softeste 2.5 Game überhaupt in ganz Las Vegas sein. Vor allem, weil man sich da nur mit $500 einkaufen kann. Und weil das Bellagio halt am meisten Tourismus hat, glaube ich. Also da laufen immer die meisten Tische auch. Also meine Top 2.5 Spots sind Aria und Wynn. Wobei ich halt einfach viel lieber im Aria spiele. Who's there? Over there. Do you see him? It's Fabi. It's Fabi. You wanna go say hi? Yeah. Es geht ab. Hey, what's going on? Schön colorful bei dir. Ja, schön. Simba. Kannst du auch machen. Ja, stimmt. Ganz easy. Ganz easy. Was kostet? Das kostet gar nichts. Das war ein kleiner Büschel. Ein Büschel. Einer. Und der ist riesengroß geworden. Halloween. Fabi auch am Start. Bisschen Workout hier, schwimmen. Fabi baut sich jetzt auch einen Pool. Jetzt muss ich mir auch einen Pool kaufen. Richtig. Hätte nicht hier reingesollt. Guck mal da, der Fabi ist immer noch im Pool. Ist schon fast dunkel. Oh, Land. Total Land. Yeah. Herzlich rein. Was geht denn, Leute? So, Leute, ich musste kurz zur Bank. Wir haben heute Dienstag schon. Gestern kein Poker. Meine Frau ist erst so um 7:30 nach Hause gekommen und wir waren die ganze Zeit am Pool und mit den Kindern draußen. Ich war gerade zu platt, ich konnte nicht mehr. Habe mich den ganzen Tag erholt. Gestern gab es gar keinen Poker und dafür starten wir heute eine frische Session im Aria und ihr seid live dabei. Also ich habe gestern keinen Vlog hochgeladen oder beziehungsweise fertiggestellt. Die Szenen von gestern, die sind in diesem Vlog von heute mit drin. Also Montag und Dienstag sind zusammen. Ihr wisst schon, was ich meine. Auto ausmachen war nicht schlecht. Let's go. So Leute, letzte Session, wie ihr wisst, lief nicht so gut. Leider down jetzt in dieser Vlog-Reihe, aber im Allgemeinen für den Monat sind wir noch plus. Ja, keine Ahnung. Jetzt erstmal rausbleiben. Scheint, als wäre hier tote Hose heute. Läuft nichts. An Montagen kann man noch ein bisschen lucky sein manchmal und dann hat man noch ein paar Touris vom Wochenende so übrig.
den Pokerroom. Dienstag und Mittwoch ist da meistens tote Hose. Geht die Action erst später los. Da sitzen ein paar Locals am Tisch jetzt. Aber ich sehe auch ein paar Touris, also ist ein Mix von allem. Aber nur 2 Tische, also wir können nicht viel selecten oder so. Da mache ich sowieso nie. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so gut. Aber Tische sind so oder so immer gut, meiner Meinung nach. Ja, Session im Aria mit einem Plus von 1403 $ beendet. 4,5 Stunden gespielt. Ich hätte noch länger gekonnt, aber der ganze Tisch hat sich irgendwie geändert. Also am Anfang waren noch ein paar Rentner am Tisch und so ein paar Fische und so. Dann hat sich das irgendwie, die sind alle broke gegangen. Da sitzen 3, 15 oder höher Grinder. Also Regulars hier. Ja, die anderen sind auch alle da. Was hast du einer aus Spanien? Cooler Typ. Der folgt sogar dem Channel. Also der Tisch war nicht mehr so gut und wir sind schon gut plus. Also fahre ich jetzt nach Hause und meine Frau hat auch heute frei. Also können wir vielleicht irgendwie mit den Kids nachher Eis essen gehen oder so. Ein bisschen den Tag genießen. Ein paar schöne Hände gewonnen heute. Ich habe einmal Asse gecrackt mit Buben. So ein Straddle Pot. Er raced auf 55 $ am Button. Also da ist kein Limper, gar nichts. Der Open raced 55 $. Ich bin im Small Blind mit Buben. Ist so tricky. Also ich wollte jetzt nicht nochmal raisen oder so. Ich dachte mir einfach, Call ist Pasta. Sorry, ich muss jetzt gerade mal schnell machen. Ich dachte, Call ist da am besten bei dem Preis. Mir war klar, dass der irgendwie ein Overpair hat. Ich wollte da nicht nochmal einen Re-Race callen müssen mit Buben. Auf jeden Fall call ich die 55 $. Big Blind und der Straddler, die folden beide. Flop kommt Bube 10-10. Er bettet 150 $ Flop, also ich check call. Turn geht check. River bette ich 425 $. Er snap callt und zeigt dann die Asse. Dann habe ich nochmal Straße gerivert. Die Hand war ein bisschen komisch. Ich wette 100 $ for Value am River. In meiner Straße ist es eine One-Card Straight liegt da, also die Dame hat die Straße gemacht. Ja, ich wette auf jeden Fall River 100 $ und er re-raced mich auf 250 und ich habe einfach nur gecallt, weil ich habe keine Ahnung, warum ich nur gecallt habe. Aber ich war mir so 100% sicher, dass der auch eine Dame hat und da min-raced. Was soll er sonst da min-raisen? Ja, jedenfalls call ich da nur und drehe die Dame und dann zeigt er 8, 9 oder irgend sowas. Freiheitsstatue vorbei, weiß nicht, ob man das sehen kann. Dach, open, da. Ein Tag Pause hat auf jeden Fall gut getan, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Großteil der Verluste der letzten Session wieder zurück. Und ja, machen wir mal weiter. So läuft das eben. Es geht nicht immer nur nach oben. Zwischendurch gibt es mal so einen kleinen Knick und dann geht es immer wieder nach oben. Also langfristig geht es immer nach oben. Das ist am allerwichtigsten. What you want, bro? Oh, Starbucks. Tell Cece bring Starbucks. Starbucks for you. Yeah? It's not for you. No, yeah, she said here. Take a selfie? Alina, what's this on your shirt? Tennis. I said 2 mangoes. Yo.